So. Hä? Irgendein Ball oder ein Kürbis? War das Mr. Hands? Okay. So, also Geheimnis gefunden. Sehr schön. Den Knochen haben wir. Okay, es gibt 3 Knochen hier insgesamt zu finden. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles durch. Wir müssen jetzt nur noch zum Hasen gehen und dann haben wir, ja. Dann haben wir es ja, oder? Ich will da reinhüpfen, Mann. Ja. Haben wir das auch gemacht, ne? So, hat jetzt nicht so viel. Okay, da kommen wir nicht hoch. Daneben vorbei. Ah, guck. Ja, astreine Abkürzung zum Haus. Schön. Zack. Sind wir wieder am Haus. Wo war denn der nächste Altar? Ich möchte speichern, wenn möglich. Nee, da nicht. Da ist der Froschteich. Ich muss an der Vogelscheuche... Nee, ernsthaft jetzt. Wo ist denn der nächste Altar? Ah! Geht's noch? Jetzt wird's aber radikal. Da wirft jemand mit Äxten. Okay. Da unten ist die Vogelscheuche. Ich geh mal ein bisschen hier aufs Feld. Vielleicht finde ich da im Mülleimer noch was oder so. Außer Raben oder so. Oh, hopp. Hüpf, hüpf. Eine Biotonne ist kein Mülleimer natürlich, ganz klar. So. Moment, wie war das wieder? Vogelscheuche. Links ist das... Das ist ein Blatt. Links war das Karnickel. Also quasi rechts. Ah ja, guck da. Jetzt ist da das Dingens an. Siehste. Das heißt, dass wir das war der Hirsch, dass wir das gelöst haben. Okay. Sehr gut. Dann geht's hier zum Killerkarnickel. Da ist auch noch aus. Guck, er muss hier irgendwo das Killerkarnickel sein. Jetzt muss ich besonders, ich halte das halt für den gefährlichsten Gegner. Wobei bisher... Seht ihr das Schwarze da hinten? Da oben ist was Blaues. Da oben ist der Altar. Wobei bisher nur der Fisch wirklich was gemacht hat. Hast du das gesehen? Nur der Fisch hat mich nach unten gezogen. Ich gehe jetzt natürlich erstmal da hoch, falls das möglich ist. Bergsteiger. Da ist ein Altar. Den wir so hätte nicht erreichen sollen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ach, da geht auch ein Weg hoch. Na, sag das doch. Dann hätte ich ja gar nicht hier bergsteigern müssen, wenn da ein Weg hoch geht. Das ist ja billig. Na, da muss man aber auch erstmal sehen, ne? Okay. Ich gehe da trotzdem da lang. Da war eben... Da hinten ist wieder so ein Nebelstreif. Oder es ist ein Erlkönig. Da ist bestimmt das Killerkarnickel. Wenn da irgendwo eine Handgranate liegt, da wissen wir genau, was los ist. Ah nee, das ist ein Höhleneingang. Da geht's zum Killerkarnickel, ich sag's euch. Sag mal her. Pelziger Freund. Meinem Vater gefielen meine häufigen Ausflüge in den Wald nie. Zur Abschreckung erzählte er mir Geschichten von wilden Wölfen, die durch die Bäume streiften, in Rudeln jagten und jedes Tier oder jeden Menschen zerrissen, dem sie begegneten. Bis zum heutigen Tag glaube ich, dass die Wölfe nichts weiter waren als Geschichten, die von einem herrischen Elternteil erzählt wurden, weil ich ihre Anwesenheit nie gesehen, gehört oder gespürt habe. Ich denke, das liegt daran, dass der Wald für mich schon immer ein schöner und friedlicher Ort war. Genauso, wie ich ihn mir aus meinen Büchern vorgestellt habe. Nicht der gefährliche Ort, von dem mir gesagt wurde, dass es jenseits der Baumgrenze existiert.
Jeder Schritt, den ich tiefer in den Wald mache, unterstreicht seine Schönheit. Die süß duftenden Blumen, die Harmonie der singenden Vögel, die Eichhörnchen, die nervös von einem Baum zum anderen springen und sogar die Insekten, die zwischen den vielfältigen Pflanzen ihren Zufluchtsort finden. An einem besonders sonnigen Tag ging ich im Wald spazieren, als ich ein Geräusch aus den Büschen hörte. Es war nicht das Rauschen des Windes auf den Blättern, sondern von etwas, das im Unterholz lauerte. Obwohl mein Geist normalerweise ruhig zwischen den Bäumen ist, dachte ich sofort an Wölfe, die darauf warten, sich auf mich zu stürzen, wahrscheinlich so. Ich trat vorsichtig einen Schritt zurück und als hätte es plötzlich seine Chance zur Flucht gesehen, sprang ein Kaninchen aus dem Unterholz und rannte nach seinem Loch. Am nächsten Tag kam ich mit einer Karotte, für das Kaninchen zurück und stellte es vor sein Zuhause. Innerhalb von 30 Minuten tauchte es wieder auf, schnüffelte vorsichtig an dem Futter und ermöglichte es mir genauer anzusehen. Sein Fell war glänzend silbrig-grau und um sein rechtes Auge herum befand sich ein vollkommen kreisrunder Fleck aus schwarzem Fell. Innerhalb von 2 Wochen fraß es mir aus der Hand. Der Mut des Kaninchens war nur von kurzer Dauer. Sein Komfort in der Gegenwart von Menschen machte es zu einem leichten Ziel für den Siedlungsjäger. Manchmal denke ich, dass Tiere mehr Mitgefühl verdienen als Menschen. Alles klar. Wir müssen da eine Karotte hinlegen. Guck mal, das ohne Quatsch. Das ist das Killerkanickel. Echt jetzt, guck mal. Da liegen sogar Skelette. Ich sag's dir. Das ist das Killerkanickel. Da gehen wir gleich rein. Erst will ich... Ach, daneben geht's wahrscheinlich nur hoch zum Speicherpunkt. Ich gehe trotzdem nochmal hin. Weil immerhin werde ich jetzt da zum Killerkanickel in die Höhle gehen. So. Wer nicht weiß, von was ich rede, guckt die Ritter der Kokosnuss oder gebt einfach auf YouTube von mir aus Heilige Handgranate oder Killerkanickel ein. Und dann werdet ihr sehen, was ich mit Killerkanickel meine. Eigentlich genau das, was ich sage. So, ich gehe jetzt natürlich rein. Zum Killerkanickel. Geht nicht. Schade. Okay, dann. Kommt es jetzt raus? Hallo, kleines Killerkanickelchen. Na? Danke. Okay. Da ist noch ein Weg. Da oben ist doch noch was. Da ist doch was Blaues. Ich glaube, hier sollte ich nicht hin. Oh, das ist nicht gut. Okay, also das Killerkanickel. Kann ich einen Baum hoch? Wie Tarzan? Nee. Das Killerkanickel hat mir also einen weiteren Knochen dagelassen. Hat mich nicht gefressen. Finde ich sehr sozial vom Killerkanickel. Dass es mich nicht frisst. Es sammelt scheinbar nur Knochen und bei mir ist zu viel Fett dran. Oder so. Aber das ist noch nicht aktiv. Kann ich da nochmal hin? Aber dann frisst es mich ja, oder? Komm, kleines Killerkanickel, komm, komm. Komm, Buddy. Will nicht, okay. Auch keine Karotte mehr. So, ich gehe speichern. Also das hier ist aber noch nicht aktiv. Habe ich noch was vergessen hier? Ist euch auch aufgefallen hier? Habt ihr gesehen da gerade? 0 überall jetzt. Was ist denn das? Ach, das unten war gar nicht die Hand. Ich habe jetzt 2 Hände, die quasi so machen und einen Beckenknochen. Und 5 von 26 Kerzen und ich brauche wahrscheinlich... Gibt's hier nichts mehr zu finden oder so. Weil da 0 steht. So, ich speichere nochmal. Bin ja trotzdem immer ein bisschen vorsichtig, weil... Ne? Wurde es ja drauf geprägt. Ein Speicher... Das ist das.
In Speicherräumen bist du sicher, weißt du, da kann dir nichts passieren. Aha. Und das machen sie gerne, dich das glauben lassen, bis sie dann irgendwann doch hingehen und dir die Sicherheit klauen. Und dann ist du nirgendwo... Haben wir das nicht schon gelesen? Aber die verschwinden doch, wenn man sie liest, oder? Geh ins Haus. Okay. Aber natürlich nicht. Was passiert, wenn ich nicht ins Haus gehe? Das war ein schöner Baum, hat es da drüber, oder? Findest du nicht? So. Ja. Ich glaube, das ist... Du kannst hier halt überall rumgehen. Das muss man natürlich auch machen. Ja, relativ überall. Also ich glaube, da komme ich nicht hoch. Könnt ihr noch was entdecken? So. Die Zillengriepen. Guck mal, es ist jetzt wirklich so wie so kleine Laternen, wo dir sagen, wie du wieder zurückkommst zum Haus kommst. Da vorne muss das Feuerchen sein. Hä? Da fehlt der Stroh. Die Vogelscheuche. Ja, genau. Okay, das ist kein Grafikfehler, da fehlt die Vogelscheuche. Ich soll ins Haus gehen. Ich bin doch dabei. Ich gehe ins Haus. Ei. Mir wird ganz schwummerig. Hä? Oh, warte mal. Ich kann mich hier ein bisschen bewegen. Hey. Okay. Ich komm. Ich bin in einer Höhle? Bin ich denn jetzt hier hingekommen? Okay, aber viele Möglichkeiten zum Weiterkommen haben wir nicht. Gehen wir da mal weiter vor. Okay, das ist definitiv ein Mensch, das da. Und das sind welche, die huldigen dem. Strom haben sie auch hier? Ja, das ist ja mal nice. Wieso macht denn der so seltsame Schatten? Will natürlich, dass ich... Der will natürlich, dass ich da runtergehe, ne? Haben sie vergessen. Ja, ich glaube, das war... Gute Idee, schlechte Idee. Ich glaube, das ist eine sehr schlechte Idee, aber was soll ich machen? Weiter hoch komme ich nicht. Springen wir mal nach unten. Ja, komm. Versuch mal klug. Okay. Dann gehen wir halt dem Licht nach. Frei nach dem Motto: Wenn du nicht weißt, wo du bist, folge dem Licht. Wie der Lispler sagen würde. Oder, um es auf Felsisch zu sagen, wenn du nicht weißt, wo du bist, folge dem Licht. So. Das haben wir vorhin schon gesehen, genau da. Wer schmeißt denn hier mit Knallerbsen? Oh, jetzt, ich bin hier, ich will hier die Kunst hier ein bisschen genießen. Und das da, ach, das ist so eine Lampe, die da umgefallen ist, okay.
Wahrscheinlich kommt man da jetzt hin. Stalaktiten fallen runter. Das ist irgendwie gar nicht so ungefährlich hier. Haben sie jetzt die Lampe kaputt gemacht? Ja. Kann ich da raus irgendwie? Nee. So, da oben ist irgendwie eine Spirale, wo Leute reingezogen werden. Ein bisschen Erklärung, bitte. Oh. Der hat Hörner. Und die da entkörpert und entköpft. Oder wie es heißt. Gekörpert und geköpft wurden die. Ja, so viele Möglichkeiten habe ich ja jetzt nicht, ne? Und das dann noch sowas. Das sieht aus wie Feuer oder so. Okay. Ich komme nicht weg. Ah! Ja, das war ja was, hä? So, was ist das da? Ein Eimer oder? So ein umgedrehter Eimer? So, ja, was war das denn? Okay. Sind wir hier in einem Kult oder sowas auf der Spur, was irgendwie so den Satanas beschwören will? Und vor allen Dingen, wo sind wir jetzt? Von wegen geh ins Haus, weißt du? Ist das das Auge von dem Fuzzi eben, der ihn so erschrocken hat? Ja, ich glaube schon. Da hinten ist wer. Wir gucken doch dem ins Auge. Oh, das klingt nach Fluchtmusik. Ich glaube, ich hätte abhauen sollen. Habe ich natürlich wieder nicht geschnallt. Guck mal, da ist wieder so komische... Waren wir hier oben schon mal? Okay, komm, wir gehen da runter. Ich will wissen... Das haut von mir ab. Ah, das ist das Hirschdingens. Da bin ich mal runtergehüpft. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nie, oder? Moment. Doch. Das ist dieser Berg da, genau. Aber da gehen wir ja jetzt zurück dann. Wo ist denn jetzt eigentlich dieser Nebel dahin, der da eben noch war? Da unten ist ein... Da gehen wir dann gleich speichern. Da hüpfen wir definitiv nicht runter. Das habe ich schon mal gemacht. War keine gute Idee. Aber das da ist eine sehr gute Idee. Hoppala. Ah ja, ich weiß, wo wir sind. Wir speichern mal, ja. So. Ich wusste gar nicht, dass es da oben weitergeht. Ich hüpfe jetzt nicht in jedes Loch rein. Irgendwann ist auch mal genug hier. Ist das schon immer? Ah, nee, da geht's weiter hoch. Ja, okay. Nee. Wir gehen da jetzt wieder runter. Raus, meine ich. Da, guck, da kannst du doch rausgehen. Drücken. Nee, kannst du nicht rausgehen. Okay, dann gehen wir da nicht raus. Sondern gehen da weiter. Also wir waren rein theoretisch noch nicht im Haus. Und die letzte Nachricht, die wir gefunden haben, lautete, geh ins Haus. Hoch oder runter? Hoch natürlich. In Horrorfilmen geht man immer nach oben. Aber eigentlich will ich da hoch. Ist das ein Altar? Der ist da runtergehüpft. Moment, heißt das, da unten ist Wasser? Da kann ich auch runterhüpfen? Also da ist auf jeden Fall ein schönes Sprungbrett. Dann machen wir das auch, oder?
Ja, wenn dein Freund von der Brücke springen würde, würdest du das auch tun? Pff, pass auf einen Freund. Wenn irgendein Nebelgestalt das machen würde, würde ich das tun. Und gib ihm. Ah, okay. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Ich wollte noch einen Hupfer machen und einfach nur runterkrachen. Alles klar. Komisch, kommt jetzt der Fusch nicht wieder. Was ist das da hinten? Moment. Doch schneller schwimmen, ja. Ist das ein Brett oder was? Ah! Na, ich will nicht nach unten eigentlich. Ich will nach oben. Aber das Männlein will nicht so, wie ich wohl will. Es ist halt einfach ein Brett. Er schwimmt da unter dem Brett durch. Oder schwimme ich gar nicht? Vielleicht kann ich gar nicht schwimmen. Vielleicht kann ich nur hier halt stehen noch, weißt du? An den Felsen da. Okay, ich probiere es erst gar nicht. Wir machen hier mal schön weiter. Da vorne ist eine Straßenlampe. Uah. Okay, da oben ist auf jeden Fall ein Altar. So, pass auf. Aha, guck, wir sind wohl in einem anderen Abschnitt oder so. Also, wir müssen 6 Altare finden noch und 2 Knochendinger. Was ist das da für eine Gebärmutter? Mal, da unten hängt ein Schild. Schilder sind immer gut. Ist da ein Haus? Nee. Achtung, da drüben kann man ja trinken. Ja, danke. Da komme ich gerade her, glaube ich. Ja. Wir gehen mal hier weiter, ja? Natürlich weiter umgucken, ob wir noch irgendwo was Interessantes finden. Da ist... Was ist das? Okay. Ah, eine neue Karte. Guck, wir sind im neuen Gebiet. Ah, Map 2. So, wo sind wir denn? Wir sind hier. Wir kommen von Süden. Da links ist ein Eimer. Den habe ich eben im Speicherding. Eimer und Äpfel. Okay, ertrinken kann man da. Alles klar. Das ist irgendwie eine noch kryptischere Karte als vorher. Weiter nach oben irgendwie ist ein Dorf und ein Abbot, ein Klohaus. Und dann sind das Zelte oder sollen das Berge oben rechts sein? Und irgendwo ist ein Pflaster. Muss kein Pflaster sein, es kann auch. So, Moment, ich habe doch da genau, das sind so Zeichnungen da, weißt du. Könnte das ein Springbrunnen in der Mitte sein? Weißt du, wo so eine Wasserfontäne und links und rechts Steine davon? Würde ich das jetzt mal deuten? Ist das hier das, wo man ertrinken kann? War das das? Nee, da kam ich doch eben nicht her, oder? Das war nicht... Das war nicht das, wo ich eben ins Wasser gehupft bin. Nee. Ih. Voll der schöne Sumpf. Boah, der ist wirklich hübsch. Guck dir das an. Das gibt einen Screenshot. So. Was macht diese... Dieses seltsame Geräusch? Okay, da hinten ist ein Baum. Jetzt noch ein Mond drauf, den Baum in der Mitte und dann ein schön Foto gemacht. Mann, ey, das Spiel ist ein wandelnder Screenshot-Simulator. Echt jetzt. Was? Kann ich mich jetzt anschleichen? Ich mache einen Erschrecken. Das war doch nur ein Spaß. Ich wollte dich doch nur ein bisschen erschrecken machen. Musste schnell gleich in die Pfütze hier stürzen. So, das sind 2, der hat sich dann 2 geteilt, wie so ein Frosch oder was? Okay, ich hab so das Gefühl, ich wurde gerade erwischt.
Okay, es gibt hier wohl ein Rätsel, das ich zu lösen habe, gefälligst. Ja, 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 ja. Wo bin ich? Hä? Hänge ich irgendwo? Ich stehe doch auf dem Kopf. Wer läuft denn da? Hallo? Wir hängen da eine Vogelscheuche an den Baum. Okay. Da drüben ist was mit roten Augen oder so. Ich glaube, das ist ein neuer Knochen, kann das sein? Wieso hängt denn da eine Vogelscheuche? Okay, Moment, ich muss mir den roten Knochen holen. Und da hinten ist was zum Speichern. Das ist ein Bein. So. Ein Bein? Ja, aber wo sind jetzt die anderen Dinger hin? Okay. Moment. Hallo? Shit. Ah, jetzt geht's wieder. Steh auf. Ich habe ganz kurz festgepackt. Da ist ein Altar und was zu lesen. Vogelscheuche. Ich habe mein ganzes Leben hier gelebt und unter den wachsamen Augen der Vogelscheuchen auf den Feldern gespielt. Mein Nachbar, ein alter Mann, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, verbrachte viel Zeit in seinem Garten. Er war ein Siedler mit einer heftigen Hauterkrankung, die bedeutete, dass er die meiste Zeit seines Lebens allein und fern von der Bequemlichkeit anderer verbrachte. Während er sein kleines Stück Land säte, sprach er in gedämpfter Stimme mit seiner Vogelscheuche und ich bemerkte, dass die anderen Dorfbewohner absichtlich wegschauten, als er das tat. Eines Tages, als ich an dem alten Mann vorbeiging, der sich mit dem Strohmann unterhielt, wurde ich plötzlich mutig. Glaubst du, dass die Vogelscheuche antworten wird? Fragte ich. Es ist nicht klug, solche Dinge zu sagen, kleines Mädchen. Ach, wir sind ein Mädchen, okay. Eine Vogelscheuche kann nicht sprechen, lächelte er finster. Das Gleiche kann man jedoch nicht von dem sagen, was in ihm lebt. Er wird jeden Tag stärker und während er wartet, schaut er zu. Nichts kann es aufhalten. Ich schlage vor, dass du nicht versuchst, ihm im Weg zu stehen. Sein Gesicht wurde plötzlich aschfahl und er sprach wieder mit der Vogelscheuche. Nein, das habe ich nicht. Sie ist harmlos. Sie wird es niemandem erzählen. Willst du? Er wurde immer hektischer. Seine Hände streckten sich aus, um mich zu packen, um mich anzuflehen, ein Geheimnis für mich zu behalten, das ich nicht verstand. Ich rannte. Am nächsten Tag wurde der alte Mann tot aufgefunden. Sein Garten fing schnell an zu verrotten, als wäre das Land vergiftet worden. Bald darauf bekam ich ein schreckliches Fieber. Als ich wach lag und mich hin und her wälzte, schaute ich aus dem Fenster und sah die Vogelscheuche, die gegen die Scheibe, weiß nicht, hämmerte. Er hilft mir, allen zu folgen. Herr Strohkopf ist ein sehr guter Freund. Der Herr Strohkopf. Ich glaube, hier fehlt ein bisschen Text. Nun ja. Der Herr Strohkopf. Also Herr Strohkopf ist ein... Moment, erst speichern. Sehr guter Freund. Da ist wieder das haben wir auch in der Höhle gesehen, dieses Anbeten von jemandem, der scheinbar entweder geopfert werden soll oder tot ist oder so. Ich gehe natürlich erstmal hier rum. Da ist irgendwie nichts außer einem Baum. Es ist wie so eine Mauer hier. Guck, also diese Mauerblöcke da. Da hinten geht's wohl weiter. Da ist, weißt du, da. Was ist das da? Vielleicht die Straßenlampen, die wir vorhin gesehen haben. Okay. Ah, schon gruselig. Also so eine... Ich meine, eigentlich hat das sogar deutlich mehr... der bewegt sich. Hat das sogar deutlich mehr Sinn, als einfach eine Vogelscheuche hinzustellen. Der Witz an der Vogelscheuche ist ja, dass die Vögel denken sollen, da steht ein Mensch. Aber wenn das Vieh einfach nur da ist und sich nicht bewegt, deshalb macht man ja da also Bänder oder sowas dran. Aber sowas an einen Ast oder an einen Baum zu knüpfen, dass er sich bewegt im Wind, ist deutlich praktischer eigentlich. Würde ich mal behaupten. Ich bin gerade ertrunken.
Danke übrigens dafür. Ich habe sogar ein Achievement gekriegt. Im Sumpf ertrunken. Ich wollte doch nur... Okay. Das heißt, ich muss jetzt gucken... wie ich hier rauskomme. Was blubbert denn da immer so blöde? So, ich glaube... Ich habe es doch jetzt fast geschafft, oder? Wo ist das nächste Dingens? Ah, da hinten. Okay, da muss ich hin. Ich gucke mich natürlich hier noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Aber ich glaube, ich muss jetzt einfach nur aus dem Sumpf raus. Und darf halt nicht ins Wasser. So. War das nicht... Das war doch der Baum, wo das Mädel dran war. Oder weiß nicht, ob es ein Mädel war. Okay, hier geht's wieder aus dem Sumpf raus. Ich habe halt Angst, dass wenn ich zu weit vom Weg abkomme, dass ich dann wieder einsumpfe, weißt du? So, da drüben war eben was. Ich hab's gesehen. Muss ich mir nochmal genauer angucken. Moment. Ich gehe natürlich außen rum. Da, weißt du? Da hinten. Ist das ein Altar? Nee, ist einfach nur ein blauer Ast. Aber warum ist der dann blau? Weiß nicht. Oder? Weg?